Canzone Italiano por Benedetto. Singen wir auf Kölsch, da heißt das Ritsch, Ratsch, der Botz kaputt. Alles klar, 2, 12. Ratsch, der Botz kaputt. Herrlich, so ist er. Der Rheinländer. Der Botz kaputt, der Botz kaputt. Da kann ich mich fortschmissen. Herrlich. Herr Kardinal, schreiten Sie ein, dass hier hört sich nicht ein Diakon in der Bütt. Kirche und Karneval muss man auseinanderhalten. Die Kirche muss öffentliche Inszenierungen meiden. Ja, sag, habt ihr so noch ganz all? Ja? Was war denn bei der letzten Papstwahl? Das war doch eine Weltinszenierung. Ja? Ich sag, dann nennen wir doch mal eine Organisation, die es fertig bringt, dass man eine Woche lang im Fernsehen nur einen Schornstein sieht. Ja? Du konntest nach Hause kommen, wann du wolltest, mach jetzt die Fernsehkiss an. Schornstein. Ach nee, du nicht so auf RTL. Schornstein. Egal, wo du hinzapptest, Schornstein. Ein Phänomen. In der oberen Hälfte wurde sich am Räkeln und unten lief immer so ein Schriftband durch. Heute nichts Neues auf dem Petersplatz. Wieder nur schwarzer Rauch auf dem Petersplatz. Die einzigen auf dem Petersplatz, die mit dem schwarzen Qualm umgehen konnten, waren wieder die Rheinländer. Ja, sicher. Schwarzer Qualm haben die sich in ja, kann die gesungen. Kuderup, 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 bei Pallas, da ist der Beat. Der ganze Stoff voll Qualm. So geht man damit um, ne? Diese Leichtigkeit, Unverkrampftheit, ne? Deshalb wusste ich auch, dass das so leicht und schön weiter über die Bühne geht, ja? Das ist reinig, die Gegensätze zu verbinden. Sowohl als auch. Uralter Kölner Witz. Der hat das schon bestätigt, dass der Rheinländer das Heilige mit dem Unheiligen vermischen kann, ohne dass das anzüglich ist. Ja? Tünnes geht durch Köln, hat ein Gebetsbuch unterm Arm, Güterschädel und sagt, Tünn, wo gehst du hin? Sagt ich schon in der Puff. Mit dem Gebetsbuch unterm Arm. Ja, sagt wer weiß, vielleicht bleibe ich über Sonntag. Ne? Das trifft es. Ja, und das ist auch ja nicht anzüglich gemeint, das ist herrlich, ne? Ich meine, oder der Klassiker, ne? Die heilige Beichte, da gibt es so schöne Witze drüber, ohne dass das anzüglich ist. Klassiker. Kölscher Pastor, schwer erkältet, geht aber trotzdem in den Beichtstuhl, wie es sich gehört. Der Dienst ist Dienst, ja? Mit seiner schweren Erkältung sitzt er also im Beichtstuhl, ne? Da könnte er noch Kölsch und will beichten, ne? In dem Moment hört er, wie der Pastor von innen folgendes Geräusch macht. Da sagt der Kölsche, jo, da mach mir auch eine Büchse Bier, ob da läuft das Beste, ja. Ne? An der Kulisse der Lautstärke merke ich, oh, Herr Diakon, es ist ein Nummernjahr da, ne? Leicht bekleidet auf High Heels und Stringtanga, Faden im Hintern, ne? Ja, früher konnte man mit einem Damenschlüpfer ein ganzes Fahrrad trocken putzen, ja? Ja, heute noch nicht mal ein Sattel. Ist so, ne? Das ist so. 2 Frauen auf der Weihnachtsfeier. Beide gehen brav zu Fuß nach Hus. Auf halber Strecke passiert das, was alle Frauen hier kennen, ne? Die eine fängt an zu wibbeln, ne? Oh. Die andere, ja, jetzt wurde es, ja. Oh, es ist nötig. Es ist hochnötig. Danach ist die Rettung ein Friedhof. Sie rennen auf den Friedhof. Und in der Ecke, wo die alten, vertrockneten Kränze abgelagert sind, dort hocken sie sich selig still. Ne? Ah, Gott sei Dank. Tu mal ein Tempo. Hast du nicht? Kein Papier? Nee. Ich auch nicht. Ach, sagt die eine, weißt du was, ich habe so einen Aalenschlüpfer an. Ich nehme den ausgetrocknet, abgeputzt, fort mit den Dingen. Sagt die andere, kann ich nicht machen. Meiner ist aus reinster Seide. Aber nur uns, hey, die Ahlenkränze. Ich nehme einfach eine Kranzschleife. Zack, die Kranzschleife abgerissen. Hygiene. Gut, am nächsten Morgen treffen sich die 2 Ehemänner. Seht ihr, eine hören Sie, unsere Frauen hatten aber eine tolle Weihnachtsfeier, wa? Meine kam im Blecken hinter nach Hause.
Sagt der andere, was soll ich denn sagen? Meine hatte eine Schleife in der Unterhose. Da stand drauf, vielen Dank, der Männerchor. Es gibt so schöne Witze, ne? Aus dem Bereich. Kann ich alle erzählen. Ne? Zum Beispiel folgenden, jetzt nur mal als Beispiel. Ja. Von der Betriebsfeier. Ne? Chef und Sekretärin im Rausch der Leidenschaft. Ne? Nächsten Morgen die große Reue, es war nur ein Fehltritt, oh Gott, komm, sowas vergessen, Fehltritt. Ja, von wegen, 2 Wochen später kommt sie, sagt, Chef, ich bin schwanger. Katastrophe, ach, was soll ich machen, ich möchte meine Ehe retten und so weiter. Die sagt, Chef, richte dich nicht auf, ich habe die Lösung. Ich wollte immer schon nach Amerika auswandern. Das kannst du mir jetzt finanzieren. Außerdem war für mich klar, wenn ich mal Mutter werde, nur alleinerziehend. Also alle Probleme lösen. Oh, sagte, das wäre gut. Ne? Aber hören Sie, wenn du in Amerika das Kind kriegst, dann möchtest du dabei erfahren. Ja, schreib ich eine Karte. Ne? Nee, sagte, die kann doch meine Frau lesen. Ne? Chef, wir verabreden jetzt ein Losungswort. Oh, sagte, das ist gut. Ne? Pass auf, wir nehmen Sauerkraut. Sauerkraut ist unverfänglich. Ne? Wenn ich lese Sauerkraut auf einer Karte, dann weiß ich, alles klar, das Kind ist da und gesund. Gut. 9 Monate später kütt die Ehefrau und sagt, hören Sie, Liebchen, du hast eine Karte aus Amerika kriegen. Ja, was steht dann drauf? Er sagt, so eine bescheuerte Karte hast du ja nie gelesen. Da steht drauf, 3 Portionen Sauerkraut, 2-mal mit Würstchen, 1-mal ohne. Sicher wird gesündigt. Ich sage immer, wenn die Leidenschaft zur Tür reinkommt, rettet sich der Verstand aus dem Fenster. Dann ist es so. In Köln hat es so ja ein Kulturschaffender erreicht, aus 12.130 bunten Kamelleblättchen ein Fenster zu machen. Übrigens, ich muss erzählen, ich habe den Kardinal getroffen bei einer Karnevalsveranstaltung, ne, in den Sarotti-Sälen. Und stung ich da an der Theke, hatte jeder was ein Lümpchen an, ne? Haben wir Bier getrunken und da wurde es so unruhig und ich denke, was ist da los? Ah, Kardinal Meissner. Tolles Kostüm, das kleine Schwarze trägt er ja ganzjährig, ne? Da sieht er mich und sagt, ach, Herr Diakon, so viel verstehe ich mittlerweile auch vom Kölner Karneval. Sie gehen dieses Jahr als Lappenclown. Ich sage, ich muss Sie enttäuschen, ich gehe als Domfenster. Ach, ne? Ach, sagte, hören Sie bloß auf, machen Sie bloß keine Witze über Fenster, ja? Ach, ich kann das Wort nicht mehr hören. Ich sage, Herr Kardinal, ihr habt überhaupt keine Witze über Fenster. Gut, es gibt einen Kölschen. Der ist so schön drüschtrocken, ja? Da kommt das Wort Fenster bzw. Finster drin vor, ja? Treffen sich 2 Kölsche Putzfrauen. Sagt die eine, ich mach Diät. Sagt die andere, jo, dann mache ich die Finster. Aber schön, ja. So. Im Süddeutschen gibt es ja das Verb Fensterln, ja? Und da gibt es natürlich viele Witze drüber. Zum Beispiel ein bayerischer Bursch kommt in den Beichtstuhl, haben wir wieder einen Beichtwitz, kommt in den Beichtstuhl und sagt zu dem Pastor, Herr Pfarrer, ich hab letzte Nacht erfolgreich gefenstert. Sagt er, ach, geh, was bei der Resi, gell? Na, was bei der Zenzi? Na, was bei der Lisa? Na, Herr Pfarrer. Ja, was bei der Josefa? Na. Na gut, dann bereue ich und die Absolvo, alles klar, der jeder Russ, geht der Kumpel und sagt, und hat der Pfarrer geschimpft? Sagt er, das nicht, aber super neue Adresse. Und dann kommt die Frage oft, ja, hören Sie mal, wie sind Sie denn dann, wenn Sie doch immer Diakon und Theologe werden wollten, wie sind Sie denn dann zum Karneval gekommen? Ja, wo hat's denn da gefunkt? Das war in meiner Kindheit in den 60er Jahren. Die Älteren erinnern sich, 60er Jahre gab es noch nicht so viele Fernseher, ne? Da traf man sich aus der Nachbarschaft und da kam, Sie erinnern sich, ne? Da wurden so komische Speisen gereicht. Das war damals zum Beispiel auf einer Platte, ne? So hart gekochte Eier, Tomate halb durchgeschnitten, obendrauf mit Mayonnaise.
Das sah aus wie ein Fliegenpilz. Das war los, das waren 60er, ne? Oder es gab so Messingkugeln, ja? Die sahen aus wie so eine Seemine. Da war oben so ein Ring, da konnte man dran ziehen, ne? Dann kamen da so Salzstangen raus. Das waren diese, ich erinnere mich, das waren die 60er, ne? Und dann, ne, also, da durfte ich zum ersten Mal, ne, also es war alles ne, versammelt, Nachbarn und so vom Fernseher, hieß es dann, Willibert, darfst zum ersten Mal, darfst aufbleiben, ne? Oh, ja, warum? Ja, kommt Karneval im Fernsehen, ne? Oh, ne, ich Zähne geputzt, Schlafanzug, es war alles da, Fliegenpilze waren da, Seemine war da, ne, alles war da, ne? Und dann kam, gut, ich kannte es ja nicht anders, ne? Das war damals eine Sendung, eine andere gab's nicht, Mainz bleibt Mainz. Ja, wir kannten doch nichts anderes nach dem Krieg, ne? Das war, und, ja, und ich dachte, gut, ich hatte ganz schnell begriffen, diese 6-stündige Sendung besteht musikalisch nur aus einer einzigen Melodie. Der ganze Abend. Und dann wurde dann einer, liebe Narre und Narre Leser, draußen stehen 6 leckere Mädchen mit 12 leckere Beinchen, wollen wir sie neu lassen? Ja, dann komm ja, und dann hüpfen, und dann, ja, man kannte nicht anders, man kannte nichts anders. Kannte nichts anderes, ja. Ja, ne, und dann ging das so weiter, ich dachte, das muss so sein, ne. Liebe Narre und Narre Leser, draußen steht eine Bühneredner, wollen wir neu lassen? Ja, aber ich nie vergessen, da kam so einer mit einer Laterne. Ja, der setzte sich dann in die Bütt und der brachte gefühlte 132.000 Reimstrophen. Und das war so ein feiner Humor. Es war so vornehmer Humor. Und spätestens nach der 8. Strophe bin ich regelmäßig eingeschlafen. Und die Mama brachte mich im Bettchen und von ferne hörte ich noch. So war das, ja. Und gut. Bis dann eines Abends das positive Trauma meiner Kindheit geschah. Ich durfte wieder aufbleiben. Ne? Zähne geputzt, Schlafanzug an, weil kommt ne? Karneval im Fernsehen. Ne? Und es war wieder alles da, Fliegenpilze, die Seemine war da, alles wie immer. Ne? Bis ich auf der Mattscheibe, noch schwarz-weiß, las Karneval aus Köln. Ja, ich saß dann da ne, und dachte, jetzt kommt natürlich. Ja, von wegen, ne? Also allein wie es anfing, ich weiß nicht, wo es war, hey, oder im Sarotti, ist auch real, ne? Es wurde, eine Tür sprang auf, ne? Paff! Es erschien einer mit dem Tambourmajorstab. Da hing ein Schellenbaum, da hing gefühlte 8000 Funken, ja? Ein Mariechen, wo abgeplant. Und ja, ich denke, aber ich wusste, jetzt kommen die, ne? Und da geht. War für mich klar, ich kannte ja nichts anderes. Ja, von wegen. Da nahm der Tambourstab herab. Aus dem Saal hörte ich eine Glocke, tack, 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 tack. Ich saß so vor. Was war das? Es war irgendwie anders. Und das ging den ganzen Abend weiter. Ich kannte nur, lieber Narre, ne? Der Präsident, so eine richtige Krat, ich weiß nicht, wer es war. Liebe Narrinnen und Narren, wir empfangen jetzt hier in der Bütt einen Nachwuchskarnevalist. Man soll keine junge Hung versuffen, man weiß nicht, was daraus werden kann. Hä? Und da kam einer und ich wusste, ich hatte ja jetzt erwartet, so eine kleine Laterne, ne? Nachwuchs, klar.
Da kam jemand rein und ich wusste, es wird anders. Der hatte, obwohl definitiv es im Saal nicht regnete, hatte der einen Regenschirm auf. Gerd Rück, Weltenbummler, kommt in ein Kaufhaus, Parterre, geht zu der Information und sagt zu dem Mädchen da, ich hätte gern einen Schirm. Sagt die ersten Stock, nee, seid der ersten Schirm. Ich war wie gebannt, wie geht es weiter? Dann wurde ein Solomusiker angekündigt. Ich denke, jetzt kommt Hochkultur, jetzt wird es wie in Mainz, ein Solomusiker. Gut, es hätte mich stutzig machen müssen, dass der Musiker, der auf die Bühne kam, in sein Instrument, eine Tröte, eingewickelt war und auf eine sehr zurückhaltende, ja fast möchte ich sagen, eine benediktinische Schüchternheit sich selber ankündigte. Ich dei euch jetzt der Klassiker in der Saal. Knöchelverzeichnis Nummer 2, gespielt 3, Hand 4. Und dann, aber jetzt spielt er setzte an, er hat ja nie einen Ton gespielt, aber dann geht er wieder runter, ne? Und nimmt die handkische Publikumsbeschimpfung vorweg, indem er das Publikum anbrüllt. Ich kann so nicht arbeiten. Es ist mir genug, die ersten 10 Reihen raus. Es war ein positiver Schock für mich. Was ist das? Nach all den Tills und so weiter. Und ich denke, wie mag es weitergehen? Ich wurde schon ein bisschen nervös, ich musste auf Klo, aber ich konnte nicht von dem Apparat fort, ja. Und dann es ging weiter, es kam einer auf der Bühne. Der war so drüsch. Der war so langsam. Ich dachte, der wird wahrscheinlich in seinem Urlaub regelmäßig von einer Wanderdüne überholt. Der sah aus wie ein verrämter Drieshofen, sagte solche Sätze wie Taram, tam, tam, taram, tam, tam, jetzt kommen die weißen Höhen dran. Ich werde nie vergessen den ersten Witz vom Hans Hachenberg, den ich als Kind gehört hatte. Da sagte er, in der Schule hätte Lehrer ein Experiment gemacht. Ein Glas mit Wasser und ein Glas mit Schabau. Im Wasser ein Wurm, im Schabau auch ein Wurm. Der Wurm in dem Wasser war quicklebendig. Der Wurm in dem Schabau war direkt kaputt. Hätte Lehrer uns gefragt, was lernen wir da draus? Han ich mich gemeldet. Han ich gesagt, Herr Lehrer, das ist doch klar. Wer süfft, kriegt kein Wurm. Ich musste auf den Klo, dann weiß ich noch, ich konnte nicht fort, ne? Ich war immer am Wibbeln, ne? Und ich dachte, was mag kommen, das kann doch nicht noch... Und es kam. Es wurde ein Duett angekündigt. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Da kam einer wie ein steif gefrorener Hering, der hatte eine Gitarre. Und daneben ein langhaariges, durchgeknalltes, vollkommen wibbelndes Etwa. Ich denke, was ist das? Und ich werde nie vergessen, was die zwei als erstes verzahlt haben. Ein Witz, gut, kein Knaller, aber sowas vergisst man ja nicht. Da sagt der stiefgefrorene Hering, hören Sie, ich muss den jetzt verzählen. Verzählen? Schöner Pfiffi, du. Ich sage dir jetzt, schöner Pfiffi, du, pass auf. Ne, hören Sie, meine Frau ist fortgelaufen mit dem Metzger. Fortgelaufen? Ist der Bäckler?
Ja, meine Frau ist mit dem Metzger fortgelaufen. Fortgelaufen? Mit dem Metzger? Ja, meine Frau ist mit dem Metzger fortgelaufen. Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen soll? Ja, du willst, wir wollen einen neuen Metzger suchen müssen. Der Kardinal Meissner ist ja mal zu einem Kölner Friseur gekommen, ne? Volksverbunden, ne? Zu der Kölsche Friseur, ne? Der Südkardinal. Da sagt der Friseur, ach, das ist aber schön, dass Sie auch mal zu mir kommen, Herr Drewermann. Der Kardinal, hast dich verhört, ne? Der Kardinal setzt sich in der Stuhl, ne? Und fängt er an zu schnicken. Und, Herr Drewermann? Zu Hause alles in Ordnung, Herr Drewermann? Was machen die selbstgestrickten Pullover, Herr Drewermann? Der Kardinal immer. Der Friseur ist fertig, springt der Kardinal auf, brüllt den Friseur an. Ich heiße nicht Drewermann. Seht ihr, das weiß ich doch, Herr Kardinal. Aber dann stehen immer so schön die Haare zu Berge. Kann ich mal so schreien? Der Papst, der war ja schon mal in Köln, ja, ist schon lange her, ne? Und da hat der Papst sich damals getraut, zum ersten Mal seinen sehnlichsten Wunsch, ne? Dem Kölner Chauffeur zu offenbaren. Ne? Da hat er gesagt, mein Sohn, es ist mein größter Wunsch, einmal selber am Steuer eines Mercedes zu sitzen. Da sagt der Ihr Vater, das ist doch ja kein Problem. Ich fahre Sie morgen früh um 5 Uhr raus, dann tun wir 2 tauschen. Ne? Ich komme auf die Rückbank und Sie kommen an Steuer. Ihr sagt, ja da, ne? Die 2 getauscht, ne? Der Papst am Steuer, Herr Jiff, jas. Er drückt auf der Pin, auf der inneren Kanalstraße hat halt 140 drauf. Ne? Wie es kommen muss, Polizei. Ne? Das arme Polizistlein lurt in der Ware, ne? Sagt, Moment, da muss ich erst mal telefonieren. Ruft an, ne? Ich habe ein Auto angehalten, 140 km. Sagt, warum rufen Sie mich da an? Die Sache ist, nein, sagt, das muss ein ganz hohes Tier sein. Sagt, Sie wissen, es werden keine unter... Nein, sagt er, es muss ein ganz hohes Tier sein. Ja, wer ist es denn? Sagt, ich weiß es nicht, aber sein Chauffeur ist der Papst. Ich liebe ja diese kurzen, absurden, bekloppten Witze, ja. Da könnte ich mich hier reinsetzen, ne. Irgendwo an der Tür klingelt es, macht ein Mann die Tür auf, sieht nichts, guckt herunter, steht so ein kleines Gerippe da, ein Skelettgerippe, mit so einer kleinen Sense, der tot, ne. Der Mann, sagt das Gerippe, richte ich nicht auf, ich komme nur wegen einem Wellensittich, ja. Kann ich mich fortschließen? Kann ich mich fortschließen? Das wird ja herrlich, ne? Herrlich, ne? Oder kommt ein Mann zum Orthopäden und ruft, Herr Doktor, ich halte mich für eine Motte. Sagt er, warum gehen Sie nicht zum Psychiater? Nein, bei Ihnen brannte noch Licht. Ein Känguru hüpft durch die australische Wüste. Hatang, 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 hatang. Geht der Beutel auf. Guckt ein kleiner Pinguin raus. Grün im Gesicht. Und macht... Zur selben Zeit sitzt auf einer Eisscholle in der Antarktis ein kleines Känguru, friert und sagt, scheiß Schüleraustausch. Der ist auch schön. Kommt ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt, Sie kommen aber spät. Sagt das Skelett, wie, ist schon zu? Kommt ein Luftballon zum Psychiater. Ich meine, allein diese Idee, ja, aber ist ja, der Witz geht ja nun mal so, müssen wir durch, ne? Also, kommt ein Luftballon zum Psychiater und sagt der Luftballon zum Psychiater, Herr Doktor, ich habe Platzangst. Was ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und dreist? Mutig ist, wenn ein Mann nur mit der Badebutz bekleidet in die Oper geht. Übermütig ist, wenn er die Butz an der Garderobe abhebt. Und dreist ist, wenn die Garderobenfrau sagt, wollen Sie den Knirps nicht auch hier lassen?
sag, das bergische Land, quasi die Golanhöhen von Nordrhein-Westfalen, ja. Dieser rheinische Gazastreifen, diese Mischung aus dem Sauerländer, ja, und dem Rheinländer. Das ist ein herrliches Mischvolk, ja. Der Knecht Heinrich ist zum ersten Mal in seinem Leben auf große Tour mit dem Bus nach Paderborn. Und jetzt kommt er ausgerechnet in dem Bus neben eine schöne junge Frau zu sitzen. Denkt er, das könnte was werden. Dafür muss er sie aber ansprechen. Das ist das Problem. Und er kämpft und kämpft und kämpft und der Bus fährt und fährt und fährt. Nach 2 Stunden stummer Busfahrt hat er sich endlich durchgerungen und spricht sie an. Pass auf. Na, Fräulein, fahren Sie auch mit diesem Bus? Sagen wir mal, der Rheinländer hätte die schon angesprochen, da war die noch ja nicht da. Ne? Das ist die rheinische Mentalität. Der Rheinländer ist ein Meister darin, nicht das Entweder-Oder zu fördern, sondern das Sowohl als auch. Genau, das ist typisch rheinisch, ja. Der Jürgen Becker sagt ja immer, das ist dem Rheinländer eigentlich egal, ja. Ob Fronleichnamsprozession oder Christopher Street Day, Hauptsache der Zug geht's, ne? Ist so, ne? Der Kölner macht Witze über die Düsseldorfer. Ja. Dafür macht aber auch der Düsseldorfer Witze über die Kölner. Ja gut, er kann's nicht, aber er bemüht sich, ne? Was ist, wenn 2 Düsseldorfer sich einen Strohballen zuwerfen? Gedankenaustausch, ja. Das ist blöd, ne? Hör auf, ne? Oder, der ist auch gut. Was ist der Unterschied zwischen dem Yeti und einem intelligenten Düsseldorfer? Der Yeti wurde schon gesehen. Ja, ist auch blöd. Ja. Nee, mach nicht mehr. Mach nicht mehr. Einen noch. Nur einen. Ein Düsseldorfer auf dem Mond. Was ist das? Ja, das ist ein Rätsel, ne? Und alle Düsseldorfer auf dem Mond? Das ist die Lösung. Fällt mir nur jetzt zwischendurch ein Düsseldorfer stand mal vorm Himmelstor. Ne? Und dann fragt der Petrus, wo kommen Sie denn her? Sagt er, ich komme aus Düsseldorf. Na, sagt er, tut mir leid, gut, hier nicht drin. Ja, da kriegt er die Wut, ne? Sagt, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe mein ganzes Leben lang Kirchensteuer bezahlt. Was meinen Sie, was da ein Geld zusammengekommen, dafür werde ich doch wohl in den Himmel kommen. Sagt er, reden Sie sich nicht auf. Ich rede mit dem Chef. Petrus rein, ne? Gut, wieder, seht ihr, alles in Ordnung. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Die Sache hat sie erledigt. Ihr könnt das Geld wieder haben. Natürlich gehören die 2 Welten zusammen. Die Religion und das Lachen und der Karneval. Wenn der Mensch lacht, ist er leicht wie ein Engel. Deshalb werden Engel mit Flügeln dargestellt. Nicht, weil sie eine Art Vogel sind, aber ja auch scheiße bei der Vogelgrippe, ne? Nein, die Künstler wussten instinktiv, das Göttliche ist im Wesen heiter und überfließend vor Glück. Und wenn der Mensch lacht, dann hat er eine Ahnung vom Himmel. Und der das wusste, ist Pater Braun. Pater Braun wusste schon, Humor ist ein Teil der Religion. Nur innere Freiheit von allen Sachen befähigt uns, sie zu belachen. Der Rheinländer hätte längst im Blut, der sagt, der Hauptsache ist, es ist Jod. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Das sagt euch der bergische Jung.